Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, diesmal meine Aufstellung für das letzte Spiel der Hinrunde. Ja, Hinrunde ist ja auch 15 Spiele, keine Ahnung. Kann man auch immer irgendwie nicht von der Hinrunde reden, wa? Das letzte Spiel vor der Winterpause halt. Ja, fangen wir an. Vieles sollte sich ja von alleine aufstellen, beziehungsweise sollte sich eigentlich fast alles von alleine aufstellen, weil ja, einfach nicht mehr da ist. Ja, so wie es in der PK hieß, Kimmich und Goretzka weiterhin nicht fit, weiterhin krank, also denke ich mal, ja, wird dieselbe Aufstellung wie am letzten Spieltag, ne? Also da gibt's ja auch nichts dran zu meckern. De Ligt wird noch nicht so weit sein, ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also von daher schiebst du euch mal zurecht, wenn ich denn, ich suche immer nach Minjay, weißt du? Ist da? So ein Ding. So, Pavlovic, der etwas defensivere, denke ich. Sané links, haben wir gesehen, wobei das vorne natürlich super variabel ist. Müller rechts. Und da fehlt uns noch der Musiala in der Mitte. Wobei, man kann das Ganze auch so anordnen. Ja? Also, wird man sehen, wie sich das im Spiel gibt. Auf dem Papier wird es wahrscheinlich erstmal so starten, denke ich. Und ja, was willst du anders machen? Du hast einen Choupo-Moting, der noch draußen hockt. Du hast einen De Ligt, der aber noch nicht wirklich so weit ist, dass er spielen kann. Und du hast einen Tell. Ja, und einen Kretzig. Das war's, was von den Gestandenen noch irgendwie da ist. Also, ja, Tell würde ich als erste Alternative sehen, wenn hier vorne irgendwie jemand schwächelt oder es nötig ist zu wechseln, irgendwie ab der 60. oder sowas. Genau wie ein Kretzig, denke ich, den kannst du auch mal reinwerfen auf der 8 zur Not oder auch mal außen. Oder auch als linker Verteidiger oder sowas. Das sollte ja nicht das große Problem sein. Aber ansonsten, der Rest ergibt sich einfach daraus, dass kaum was anderes zur Verfügung steht. Interessant zu sehen wird natürlich sein, Wolfsburg wird natürlich nicht den Ball haben wollen wie Stuttgart. Ja, ich gehe davon aus, dass die Wolfsburger sich eher hinten reinstellen und eher unsere Taktik spielen wollen, wie wir gegen Stuttgart gespielt haben. Halt Ball gewinnen und dann schnell in die Spitze. Von daher ist es auch ganz gut, dass Goretzka und Kimmich noch Nüsterkenner haben. So sehen wir dann wenigstens mal, ja, ob die beiden oder ob ein Pavlovic auch funktioniert. Aber eigentlich schon gezeigt hat bei dem zweiten Spiel, was er über 90 Minuten gespielt hatte. Aber wie es aussieht, wenn wir halt mehr den Ball haben und mehr agieren müssen, ne? Nicht nur reagieren müssen. Weil das werden wir müssen gegen Wolfsburg. Ich denke, die werden sich eher hinten rein igeln und wir werden viel den Ball haben. Und da ist es doch schön, mal zu sehen, wie das dann ausschaut. Ja, ich bin guter Dinge, weil ja, es war eine Mannschaft gegen Stuttgart auf dem Platz. Ja. Und wenn wir mit der individuellen Klasse, die diese Mannschaft hat, trotz der Ausfälle, wenn wir dann als Mannschaft auftreten, ja, sollten wir auch nicht groß Probleme haben. Ja, auch wenn du dann mal einkassierst durch irgendwas, ist ja Wurst und du kommst ins Hintertreffen. Einfach ruhig bleiben, den Stiefel durchziehen, den wir haben. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, mit Müller und Musiala zusammen auf dem Platz haben wir auch genug Kreativität und auch unorthodoxe Geschichten mit Müller, so dass man auch gegen tiefstehenden Gegner irgendwelche Ideen kreieren sollte. Ne? Ja, ich bin sehr gespannt. Kann natürlich noch sein, dass noch ein Kimmich oder Goretzka doch noch fit werden und dann in die Mannschaft reinrücken. Ich würde sie trotzdem auf der Bank lassen. Ja, weil selbst wenn sie jetzt reinrücken, so einen Tag vorher oder morgen früh sich gesund melden, hat das natürlich gezehrt. Ja, so eine Erkältung und kein Training und sowas. Warum sollte man jetzt Guerrero und Pavlovic dann da rausnehmen, wenn die fit sind? Lass die beginnen. Ändern kannst du dann immer noch was, wenn's nicht gut laufen sollte. Aber ja, das Risiko würde ich gar nicht erst eingehen, die dann da reinzuwerfen, wenn sie, so wie es beim Opa jetzt war, ja, da war es notgedrungen, weil kein anderer da war. Morgens fit gemeldet, dann abends gespielt.
das fühle ich jetzt nicht. Das müssen wir jetzt nicht beim Kimmich und Goretzka machen. Kann natürlich passieren, dass das so kommt. Wir werden sehen. Das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Ja. Aus der Not geboren halt auch so ein bisschen, ne? Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung reinschreiben, wenn ihr noch andere Ideen habt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffen wir auf ein gutes abschließendes Spiel in Wolfsburg. In diesem Sinne, tschüssi.